Guten Tag allerseits. Ich glaube, alle können sich an dieses Dokument erinnern, 2017, Modu 2.0. Und ich habe da nachgelesen, was in einer luxemburgischen Tageszeitung darüber stand, als die Pressekonferenz angekündigt wurde. Das hier wird als Theorie bezeichnet. Das ist sozusagen die Anleitung von unserem Paradigmenwechsel. Und jetzt hier PNM 2035, das ist jetzt nicht das Nachfolgedokument, also sozusagen Modu 3.0, sondern das ist die praktische Umsetzung, wird da geschrieben, also sozusagen, was wir da in der Theorie ausgearbeitet haben. Und ich darf dann direkt die Gelegenheit ergreifen, damit ich das nicht vergesse. Wir sind ja hier auf einer Pressekonferenz, dass ich zunächst einmal meinem Team im Ministerium, Christoph Reuter und seine Mitarbeiter und allen Verwaltungsbeschäftigten, Luxtram, unsere Administration des Transports Publics, die beiden Büros in Luxemburg und ein ausländisches technisches Büro zu danken, die ja jetzt doch mehrere Jahre hier an diesem Dokument gearbeitet haben. Also wie gesagt, recht herzlichen Dank für die geleistete Arbeit. Wir haben oft uns getroffen auf Sitzungen, aber noch mehr hat ja ohne mich stattgefunden und deswegen denke ich, dass das Ergebnis, das jetzt vorliegt, das ist jedenfalls meine Überzeugung. Wir haben mit dem Plan National de Mobilité 2035 doch jetzt für Luxemburg wirklich einen ganz konkreten Fahrplan vorliegen. Eine wegweisende Richtung ist eingeschlagen worden, die dann auch noch alle 5 Jahre überprüft werden soll. Also es soll immer auf den neuesten Stand gebracht werden, denn Mobilität ist ja etwas, was sich entwickelt mit dem Land, also auch wie sich das Land sich entwickelt. Und die nächste Regierung, egal wie sie dann zusammengesetzt sein wird, wer dann auch mir nachfolgt nach 2023, die finden dann hier einen Fahrplan vor, der eine klare, richtungsweisende Grundlage ist. Das muss man dann nur richtig umsetzen. Also Modu war die Theorie und jetzt kommen wir zur Umsetzung der Theorie oder zur Anwendung. Jetzt muss ich hier mal die Maschine anwerfen, aber die funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob die Batterie aufgeladen ist. Ja, jetzt. Das ist aber jetzt nicht die erste Folie, die man normalerweise sehen sollte. Doch, jetzt hier. Vielleicht könnte jemand hier die Fernbedienung zum Laufen bringen. Das wird mir dann doch das Leben ein bisschen vereinfachen hier im Vortrag. Wie dem auch sei. Wenn man sich anschaut, wie denn bis 2035 die Mobilität sich entwickeln soll, dann braucht man Daten. Und Daten, das ist das, was wir hier auf der Folie sehen. Das sind die Daten des demografischen und wirtschaftlichen Wachstums des Landes. Da kann man herausfinden, wie sich Luxemburg entwickelt, national und in den einzelnen Regionen, runterdekliniert bis auf Ebene der einzelnen Gemeinden. Und dann muss man schauen, was gemacht werden muss, was im Modul gut beschrieben wird. Nämlich, es geht ja darum, dass wir nicht mehr sozusagen Baustellen aufziehen, um den Problemen hinterherzulaufen, sondern wir müssen die Probleme vorwegnehmen. Das heißt, wir wissen heute schon, 2035 sieht das Land so und so aus. Und damit wir das packen, weil wir da eben eine höhere Mobilitätsnachfrage haben, müssen wir dann eben bestimmte Dinge veranlassen in den nächsten Jahren, damit das Ganze auch funktioniert. Der nationale Mobilitätsplan, der steuert einen Paradigmenwechsel an. Das ist auch im Modu so beschrieben. Und hier sehen wir die Szenarien, um die es geht. Das sind die reellen Wachstumsprognosen von Startec. 4,5% sieht man hier. Also dann haben wir nochmal 3% und als durchschnittliches Wachstum noch als dritte Möglichkeit 1,5%. Und wenn wir diese Wachstumsszenarien erreichen, dann werden wir in Luxemburg, das betone ich hier, eine Mobilitätsnachfrage haben, die größer ist als heute, nämlich 40% über dem liegt, was wir heute haben. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir 40% mehr Autobewegungen, Fahrradbewegungen oder Zugbewegungen haben. Das heißt nur, dass wir eine Nachfrage von 40% plus haben bei der Mobilität. Das haben wir in Modu so definiert, damit wir in der Zukunft eben jetzt nicht mehr sagen, dass hier Fahrzeuge bewegt werden, sondern Menschen werden bewegt. Und da müssen wir uns genau anschauen, was eben denn die Mobilitätsnachfrage bei den Menschen ist. 40%, da kann man sagen, also bei 4,5% Wachstum Bruttoinlandsprodukt, das ist jetzt sehr hoch angesetzt.
Wenn wir das nicht erreichen, dann ändert das nicht sehr viel. Dafür haben wir ja diese 3 Ebenen hier ausgewählt. Je nachdem, wie langsam oder wie schnell wir uns entwickeln, haben wir ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Zeit. Also entweder müssen wir das bis 2035 so umgesetzt haben, um diese 40% bewältigen zu können. Wenn das Wachstum langsamer ist, dann haben wir vielleicht 2, 3 Jahre mehr Zeit, um das alles zu erreichen. Wenn es aber schneller geht, naja, dann müssen wir natürlich auch schneller uns anpassen. Das heißt also, diese Daten haben keinen großen Einfluss, aber es muss auf jeden Fall was passieren. Nächste Folie. Damit man sich die Situation vergegenwärtigen kann und auch sehen kann, dass wir das Rad nicht ständig neu erfinden müssen, haben wir natürlich zurückgegriffen auf eine Reihe von Studien, die es schon gab. Und wir haben dann mit einer Reihe von Ingenieursbüros zusammengearbeitet, ein hier im Land und dann ein weiteres großes Büro aus dem Ausland. Die haben uns bei unserer Arbeit geholfen. Das heißt, wir haben eine Kombination von inländischen und ausländischen Erfahrungen. Die ausländischen Kollegen, die sehen das Ganze aus der Distanz. Die haben sozusagen einen neuen Ansatz, den sie einschlagen können. Aber die kennen natürlich die nationalen Gegebenheiten nicht so gut. Und hier die inländischen Kräfte, die kennen natürlich das Land wesentlich besser und können dann diese Perspektive mit einbringen. Und dann wird das Ganze sozusagen in einen kohärenten Rahmen eingebracht werden, der auch auf unsere Bedingungen angepasst ist. Und hier in dieser Grafik sieht man die einzelnen Regionen, die Ballungsgebiete. Das ist jetzt auch nichts Überraschendes, was wir hier sehen. Das sehen wir uns dann mal bei den Zahlen noch genauer an. Da sieht man dann schon mehr Überraschungen, einfach wie diese einzelnen Ballungsgebiete sich entwickeln. Vor allem, was ihr Beitrag ist bei der Verkehrsentwicklung. Auf der einen Seite haben wir da natürlich die 3 großen Ballungsgebiete, die wir alle kennen. Nordstadt, das ist Luxemburg sozusagen mit dem Speckgürtel dann noch. Und dann haben wir Esch, Belleville bis Differdingen sozusagen, das ist der südliche Teil des Landes. Und dann haben wir da 2 rurale Gebiete, nämlich Région Rurale Sud, die ist eher auf Luxemburg hin orientiert. Und dann haben wir die nördliche ländliche Region, die ist auf Nordstaat hin ausgerichtet. Und dann haben wir noch 3 grenzüberschreitende Regionen, nämlich Frankreich, Belgien und Deutschland, die jeweiligen Grenzgebiete. Ja, bei dieser Folie jetzt hier, da sieht man konkret, was das bedeutet auf Ebene der einzelnen Regionen. Hier sehen wir uns sozusagen an, wo die Musik spielt, wo konzentrieren sich denn die Bewegungen. Und Bewegung, das wird immer wieder erwähnt im nationalen Mobilitätsplan. Das ist ja nur die Mobilitätsnachfrage, aber nicht wie diese Nachfrage umgesetzt wird. Das kann ein Fußweg von 200 Metern sein, aber auch, dass man eben 50 Kilometer kreuz und quer durchs Land fährt mit dem Auto oder mit dem Zug nimmt, längere Strecke noch fährt. Das ändert nichts. Jede einzelne Bewegung ist hier mit eingerechnet und diese 40%, die beziehen sich sowohl auf Fußwege als auch über wesentlich längere Strecken dann mit motorisierten Fahrzeugen. Wenn wir jetzt unsere Situation bewerten, dann sehen wir, dass 49%, fast die Hälfte sozusagen sich auf die Stadt und die Randgebiete konzentrieren. Also fast die Hälfte, sagen wir mal 50%. Das sind die Wege, die aus einem Ballungsgebiet rausgehen, aus der Stadt herausgehen, oder die als Stadtziel, als Ziel die Stadt haben oder beides. Das heißt also auch komplett innerhalb des Ballungsgebiets sozusagen sich ansiedeln. Und es ist deswegen auch logisch, dass wir auch bei der Infrastruktur noch sehen, dass wir eine Riesenanstrengung machen müssen, damit das Ganze ausgewogen ist. Das ist eine der wichtigen Erkenntnisse auch schon bei der Luxmobil-Studie gewesen. Da haben wir festgestellt, dass 42% aller Bewegungen, die an einem Tag auf dem Staatsgebiet unseres Landes stattfinden, die finden komplett statt innerhalb einer dieser 3 Ballungsgebiete. Das hat aber auch einen Vorteil, denn das sind urbane Bewegungen und das sind wir sind damit ein urbanes Luxemburg. Und wenn wir von Mobilität sprechen, dann müssten wir auch von einer urbanen Mobilität sprechen. Das hat den Vorteil, weil das nämlich im Endeffekt wesentlich einfacher zu organisieren ist, die urbane Mobilität, als die ländliche Mobilität, wo eben doch eine wesentlich diffusere Nachfragesituation herrscht und wo es auch wesentlich mehr Schwierigkeiten gibt, die Mobilität auch angemessen zu organisieren. 24% aller Wege
finden deswegen auch komplett im ländlichen Bereich statt. Und der ländliche Raum, der ist natürlich nicht so dicht besiedelt und das muss man auch berücksichtigen. Das sind immerhin 24%, und da müssen wir eine andere Mobilität vorsehen als im städtischen Raum, im urbanen Raum, weil eben der Bedarf da ein ganz anderer ist. Die Bewegungen, die sind da auch ganz anders. Die sind längere Strecken, um von Dorf zu Dorf zu fahren oder auch von Dorf zum Park- und Ride-Parkplatz zu kommen. Da spielt ein Auto einfach, das ist ganz klar, eine wesentlich größere Rolle im ländlichen Raum als im urbanen Raum. Dann haben wir noch 20% grenzüberschreitender Verkehr dazu, also dieser grenzüberschreitende Verkehr 20%. Warum ist das so wichtig? Warum will ich das unterstreichen? Na, Sie erinnern sich vielleicht daran, wie lange wir hier in Luxemburg diskutiert haben, wo ja eigentlich immer das Vorurteil herrschte, dass wir so ein Riesenproblem haben in Luxemburg, weil wir so viele Grenzgänger haben. Das sind 20%. 80% des Verkehrs, mit dem wir es zu tun haben, ist hausgemacht. Und das bedeutet, dass wir bei uns hier unsere Hausaufgabe im Land machen müssen. Die 20% da, die fallen natürlich sehr stark auf, weil die nicht immer zur gleichen Zeit kommen. Das sind die Spitzenverkehrszeiten, aber es sind nur 20%. Und die müssen wir natürlich deswegen auch berücksichtigen. Aber 80%, ich sage es nochmal, das ist inländischer Verkehr. Nächste Folie. Bis 2035 gibt es deswegen 3 Herausforderungen. Erstens die vielen Bewegungen Richtung Stadt und auch die vielen Bewegungen in der Stadt selber, die müssen wir besser in den Griff bekommen als bisher. Das heißt, wir müssen noch wesentlich mehr auf Alternativen setzen. Das heißt, da darf nicht mehr nur das Auto im Mittelpunkt stehen. Wenn man sich diese Grafik hier anschaut, oben, da sehen wir die Stadt Luxemburg. Ich habe mal im Gemeinderat von der Stadt das auch mal angesprochen, was ich zum Schluss hier noch ansprechen möchte, die Entwicklung der Tram in der Stadt. Und da gab es einen Stadtverordneten, der mir gesagt hat, naja, die Tram, die ist ja nicht gebaut worden wegen der Stadt, sondern wir wären doch in der Stadt super klar gekommen ohne die Tram. Die haben wir nur gebaut, weil wir so viel Verkehr von außen haben in die Stadt rein. Und deswegen ist die Tram ja eigentlich gebaut worden für das Land. Natürlich ist es auch wichtig für das Land, aber für die Stadteinwohner spielt die eigentlich gar keine Rolle. Schauen Sie sich bitte mal oben die Grafik an. Das ist der Verkehr innerhalb der Stadt Luxemburg. Und jetzt man sich nur mal eine Sekunde vorstellen, wir hätten das nicht gemacht, so wie wir das gemacht haben, dann sieht man schon, dass es eigentlich große Probleme gegeben hätten, dass also die vielen innerstädtischen Bewegungen eine ganz wichtige Rolle spielen für die Tram und umgekehrt. Also die vielen Bewegungen Richtung Staat und auch die Bewegung in der Stadt selber, die müssen wir besser in den Griff bekommen als bisher. Da geht es also nicht mehr nur um das Auto als Hauptverkehrsmittel. Zweitens, in den 3 großen Ballungsgebieten darf die Mobilität nicht einzeln pro Gemeinde betrachtet werden, sondern wir müssen gemeinsam ein Mobilitätsangebot sozusagen auf die Beine stellen. Es bringt nichts, wenn ich mir jetzt nur die Stadt Luxemburg anschaue und dass Luxemburg nur für sich allein entscheidet und Bartring sozusagen macht das dann auch noch, Hesperingen auch noch, Walverdange auch noch. Das bringt uns keinen Meter weiter. Es geht nur, wenn die Stadt zusammen mit den Randgemeinden das zusammen organisiert. Und das ist im Süden nicht anders und auch bei der Nordstadt ist das ebenso. Drittens, wir müssen im ländlichen Raum wirklich sehr auf dem Qui-vive sein, wo wir die einzelnen Dinge bauen. Denn gerade im ländlichen Raum, da ist es ja so, wenn es da eine Entwicklung gibt, dann ist es unheimlich kompliziert, das habe ich vorhin schon gesagt, um die Mobilität da zu organisieren. Und deswegen spielen da eben die Bewegungen eine große Rolle. Da muss man genau hinschauen, was gibt es da für Bewegungen. Das spielt eine wesentlich größere Rolle als in anderen Gegenden, weil wir da eben eine große Schwierigkeit, eine große Diversität haben. Wer meint, dass die Industriegebiete, nationale Institutionen oder große Wohnungsbauprojekte weit entfernt gebaut werden können von attraktiven öffentlichen Verkehrshaltestellen ansiedeln kann, der irrt sich. Und deswegen haben wir leider viel zu viel in den Jahrzehnten da nicht aufgepasst oder viel zu wenig aufgepasst. Also wenn man zum Beispiel was im ländlichen Raum ansiedelt, dann muss das so gemacht werden, dass das irgendwo da angesiedelt ist, wo wir einen guten öffentlichen Verkehr haben, das nicht irgendwo in die Pampa reinsetzen und es gibt keine Anbindung. Dann haben wir die Probleme, die sich dann weiter auftürmen.
Wenn ich das jetzt alles so sage, dann klingt das ja fast wie eine Sisyphus-Arbeit, wo man sich natürlich die Frage stellt, wie soll man denn das überhaupt unter einen Hut kriegen? Wie soll man das denn bewältigen? Ich sage aber auch, und das sieht man hier an dieser Folie, dass wir eine Chance haben, dass der Großteil der Bewegungen innerhalb des urbanen Raumes oder zwischen urbanen Räumen stattfindet. Denn das macht uns die Sache vielleicht nicht unbedingt einfacher, aber lösbarer. Es ist viel einfacher lösbarer, als wenn das nicht so wäre. Einfach, weil wir ja auch die Mittel dort haben, um eben multimodal vorzugehen und dann eben die Ballungsgebiete so zu organisieren, dass das dann auch wirklich funktioniert. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung und wir haben jetzt auch große Möglichkeiten natürlich, aber man darf jetzt nicht den Fehler machen, dass wir das wie in den letzten 15 oder in Jahren oder in den letzten Jahrzehnten leider oft gemacht haben, dass wir 15, 20 Jahre über Chancen reden, aber nachher nichts tun. Wenn wir etwas in den Griff kriegen, dann nur deswegen, wenn die Dinge, die in dem Plan drinstehen, auch in den nächsten 15 Jahren dann angepackt und umgesetzt werden, denn sonst kriegen wir ein Riesenproblem, denn ich muss ja niemandem erklären, was passiert, wenn wir im alten Rhythmus und auch in der alten Logik weitermachen, mit einem zusätzlichen Bedarf von 40% an Mobilität, das haben wir hier ausgerechnet und festgestellt in unseren Studien, dann bekommt unsere Volkswirtschaft, unsere Gesellschaft ja wirklich mehr als einen Husten oder einen Schnupfen. Ja, dann löst sich vielleicht eine Frage von selbst, wie wir das Wachstum bremsen können hier in unserer Wirtschaft. Das wird dann nämlich von alleine geschehen. Die wird dann abgewürgt, die Wirtschaft, wenn wir da nicht reagieren. Was für Chancen haben wir? 5. Zunächst mal haben wir in Luxemburg, wie überall auch der Welt, natürlich ganz klar die Tendenz, dass man eine hochwertige Qualität anbieten möchte und wahrnehmen möchte. Das heißt, man möchte natürlich gerne gute Möglichkeiten, qualitativ hochwertige Möglichkeiten wahrnehmen. Wenn man zu Fuß geht, dann möchte man auch entsprechende Infrastruktur dafür haben, eine schöne qualitative Infrastruktur dafür. Die Luxemburger sind nicht anders als alle anderen Menschen, deswegen müssen wir hier keine halbherzige Politik mehr machen, zum Beispiel halbherzige Autoalternativen anbieten, in der Hoffnung, dass das dann ja doch irgendwie klappen wird und das wird dann doch angenommen werden und dass wir dadurch das Problem lösen. Nein, wir müssen so arbeiten, dass die Alternativen wirklich so gut werden, dass man wirklich Lust hat, sie zu nutzen, dass es Freude macht, sich auf das andere Verkehrsmittel einzulassen. Und warum ist denn die Tram so erfolgreich? Einfach deswegen, weil die Linien nicht nur Sinn machen, sondern weil es eine qualitativ hochwertige Lösung ist. Von den 270.000 Menschen, die im Durchschnitt zwischen Mutter und Vater mit der Tram fahren, da sind viele dabei, die hätten wahrscheinlich vorher nie den Bus genommen oder sonst ein öffentliches Verkehrsmittel genommen. Aber die nehmen jetzt die Tram, weil sie finden, dass die Qualität dieses Verkehrsmittels so hoch ist. Wie sie transportiert werden, wie häufig die Verbindungen sind, wie die Strecke angelegt ist, dass das alles super ist und qualifiziert ist und dass man das auch wirklich wahrnehmen kann. Zweitens, und das ist auch eine gute Nachricht, die Popularität des Fahrrads ist eine enorme Chance. Denn hier in Luxemburg wollen die Menschen eine individuelle Verkehrslösung haben. Der Mensch ist Individualist, der will auch mit einzelnen Verkehrsmitteln eben sich fortbewegen. Und wir haben gedacht, das ist eigentlich per se immer das Auto. Wir haben nie daran gedacht, dass das auch ein anderes Verkehrsmittel sein kann, dass eben das Fahrrad ein super individuelles Verkehrsmittel ist. Und das ist gerade für kurze Strecken der Fall und das sind fast die Hälfte aller Bewegungen, muss man sagen. Da werden wir gleich noch das bei den Zahlen sehen, damit das ganz klar ist. Niemand wird gezwungen, das Fahrrad zu nehmen. Aber man soll überall mit dem Fahrrad wie auch mit dem Auto hinkommen, und zwar auf eine Art und Weise, dass man eine anständige Infrastruktur hat und dass man dann auch sich sicher fühlt und auch überhaupt dann Lust zu haben, mit diesem Verkehrsmittel unterwegs zu sein. Drittens, die Kapazität im öffentlichen Verkehr bis 2035 können wir auch substanziell ausbauen. Ich werde dann einzige Projekte noch ansprechen. Einige Sachen kennen wir, einige Sachen müssen wir neu entwickeln und das wird dazu führen, dass zum Beispiel der maschinengebundene Verkehr für eine ganze Region die Attraktivität enorm steigern wird. Auch da haben wir uns das natürlich angeschaut. Da wollten wir so arbeiten, wie eben der Titel des Dokumentes lautet, nämlich die Infrastrukturen sollen effizient genutzt werden.
Und da werden wir sehen, dass es eine ganze Reihe von Vorschlägen gibt, die jetzt nicht, sagen wir mal, dazu führen, dass man Riesenbauprojekte machen muss. Und das sind einige Dinge, die gemacht werden müssen, die aber eine immense Wirkung haben, die auch die Kapazität des öffentlichen Verkehrs steigern, damit eben noch mehr Menschen darauf einsteigen können. Dann Fahrgemeinschaften sind wichtig. Das Auto ist ja nicht nur ein individuelles Verkehrsmittel, das 5 Plätze hat, wenn wir jetzt schon vom Auto sprechen. Und Fahrgemeinschaften, das darf kein reiner Idealismus sein, sonst wird das eine Illusion. Das muss so sein, dass derjenige, der Fahrgemeinschaften anbietet oder die sich daran beteiligen, die müssen Vorteile davon haben. Und deswegen hat es gar keinen Sinn, dass wir heute überall auf Fahrgemeinschaften setzen, sondern dass wir eben vor allem das bei einigen großen Verkehrsachsen hinbekommen, damit da möglichst viele Menschen mitmachen können. Dann wird das in Luxemburg nicht anders laufen als woanders auf der Welt, wo das gemacht worden ist. Da kann man dann zum Beispiel am Stau vorbeifahren, wenn man zu dritt im Auto sitzt. Und das ist gerade in den Spitzen, in den Stoßzeiten, das macht einen sehr großen Unterschied. Und das werden wir jetzt auch beim modalen Split so sehen. Der Anteil der Menschen, die das Auto nehmen, das wird steigen. Aber das heißt nicht, dass mehr Autos auf der Straße sind. Ganz das Gegenteil. Ziel ist, dass sogar ein bisschen mehr Menschen mit dem Auto fahren. Aber wir haben dann weniger Autos auf der Straße, weil eben die Fahrgemeinschaften eben mit eingerechnet sind. Die billigste Lösung von all dem, was man machen kann, aber doch auch eine immense Effizienz bietet, das ist natürlich die Verwaltung des Parkraums. Da sind die Gemeinden ganz wichtig. Wir haben hier ein ganzes Kapitel in unserem Bericht, wo wir darauf hinweisen, was das für einen Einfluss hat. Aber ich sage auch gleich, dass wir da noch an einer detaillierteren Studie arbeiten, die ist im Herbst fertig. Und da werden wir dann auch einen klaren nationalen Rahmen haben, die Rahmenbedingungen, die wir brauchen, damit die Gemeinde ganz klar gesagt bekommen, was sie tun sollen, und damit sie eben den Parkraum ordentlich gestalten können. Ja, ich hatte ja gesagt, über die Hälfte der Fahrten sind kleiner als 5 Kilometer. Ich spreche jetzt mal nicht von den Grenzpendlern, sondern von den Gebietsansässigen. Ja, wenn über die Hälfte der Strecken weniger als 5 Kilometer beträgt, dann sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass solche Strecken bis 5 Kilometer, dass man dazu nicht unbedingt ein 100 PS oder stärkeres Fahrzeug braucht. Also ein Pkw ist ein prima Verkehrsmittel, aber es ist eigentlich nicht geschaffen für Entfernungen zwischen 0 und 5 Kilometer. Da gibt es andere Dinge, die viel wirksamer sind und ich muss halt sagen, dass es viel zu viel ist, wenn über 50% der kurzen Strecken per Pkw zurückgelegt werden. Und gerade da ist ein Argument zu finden, um klarzumachen, dass ich mit geringen Mitteln etwas bewirkt. Wenn ich zum Beispiel in ein Fahrrad investiere, dann kostet das nur einen Bruchteil dessen, was ich brauche für ein Auto und eine Straße für den motorisierten Verkehr. Das ist also sehr viel schneller machbar. Und vor allem macht so unsere Städte und Ortschaften auch angenehmer. Ich komme zum nächsten Bild, wo der Modal Split beschrieben ist. Da konnten wir genau ausrechnen, wie das Mobilitätsverhalten in den nächsten Jahren zu ändern ist, damit wir 2035 eben nicht nur bloß mobil sind, denn da täten wir nichts, dann sind wir ohnehin immobil, sondern damit es auch angenehm wird, diese Form der Mobilität zu erleben. Diese Ziele sind dann notwendig und ambitioniert, aber sie sind machbar. Es gibt neue und bekannte Projekte, auf die ich noch eingehen werde. Es kommen noch neue hinzu, die dazu beitragen werden, dass wir das packen. Wenn wir zusammenfassen, was es für den Einzelnen bedeutet, dann kann man sagen, je kürzer und je urbaner eine Strecke, desto weniger sollten wir das Auto benutzen. Und das ist auch eine Chance, die wir da haben, denn es geht ja in erster Linie um eine urbane Mobilität, die wir brauchen, um diese Aufgabe stemmen zu können. Die Aufgabe des Staates und der Gemeinden ist ja, dass man eben nicht halbherzig vorgeht, sondern dass man immer hochwertige Alternativen schafft. Jetzt werden Sie mir die Frage stellen, ist das revolutionär? Ich sage Ihnen natürlich nicht, denn wenn wir in Urlaub fahren, dann wissen wir das auch. Das sind wir gerne in Städten
berichten, wo solche Bedingungen gegeben sind, wo es sich also gut leben lässt. Nächstes Bild. Ich gehe auf die verschiedenen Modi ein. Uns geht es in erster Linie darum, dass wir nicht Fahrzeuge, sondern Menschen transportieren wollen. Soll heißen, es sollte nur noch ein einziges Multimodalverkehrsnetz geben. Also nicht mehr nur Schiene, Radweg, Straße oder was auch immer. Es sollte ein gesamtheitliches Verkehrsnetz sein, auf dem man sich bewegen kann. Da können wir also nicht mehr nur das Straßennetz, das Schienennetz als im Alleingang betrachten. Und das ist ja eben gut, dass die Mitarbeiter im Ministerium genau das versuchen, diesen Queransatz zu ermöglichen, damit gesagt werden kann, hier, wir sind alle Teil der Lösung der Mobilitätsprobleme und zusammen mit CFL, mit Luxtra, mit den Planern im Ministerium schaut man sich dann an, wie man diesen multimodalen Netze schaffen kann, damit das eben nicht mehr alles im Alleingang betrachtet werden. Die Netze müssen den Anforderungen der Menschen entsprechen. Die Umstiegsknoten sind zu optimieren, damit sie optimal zusammen funktionieren. Warum funktioniert die Tram und der Zug gut? Weil zum Beispiel solche Umsteigeknoten wie Pfaffenthal-Kirchberg gut funktionieren. Und im Großen gilt das auch für die Park-and-Ride-Möglichkeiten. Überall im Land sollen die verteilt werden, aber es gilt auch für Lösungsansätze im Kleinen. Wir nehmen jetzt mal hier Mersch. Warum ausgerechnet Mersch? Mersch ist eine Stadt mitten im Land mit einer fantastischen Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Heute haben Sie in Mersch schon einen tollen öffentlichen Verkehr, der wird in Zukunft noch besser durch Park and Ride in der Nähe des Bahnhofs. Und wenn man das im Kleinen sich betrachtet, für jemanden, der in der Gemeinde Mersch wohnt, da werden Sie sehen, dass Sie im Umkreis von 10 Minuten zu Fuß oder per Fahrrad wohnen Sie und dann können Sie im Grunde genommen praktisch alles unternehmen, um ohne Auto überall hinzukommen mit der Bahn. Aber es sind oft die letzten 10 Minuten, die fehlen und das ist doch ein gutes Beispiel, um zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde Mersch eine wirklich wichtige Aufgabe hat, um dafür zu sorgen, dass in der Gemeinde Mersch die Radwege und Bürgersteige so gebaut werden, dass man bequem und unproblematisch zum Bahnhof kommen kann. Wir kommen zum nächsten Punkt, Eisenbahnnetze. Viele Projekte kennen Sie, viele Projekte laufen entweder bereits oder sind bereits im Bau oder fast fertig. Ich will mich mal hier konzentrieren auf eine Reihe neuer Vorhaben, die aber eine gewaltige Auswirkung haben, zusätzlich zu dem, was wir bereits hier planen. Hier im Bereich des Eisenbahnnetzes, denn gewissermaßen ist dieses Eisenbahnnetz ja das Rückgrat des ÖV in Luxemburg. Die Einzelheiten, die finden Sie in der Broschüre, das sind 14. Ich habe jetzt mal nur die 3 Projekte ausgewählt, die wirklich neu sind, die auch bedeutsam sein werden. Da haben wir zum einen etwas für den Süden, für die Stadt Differdingen. Wenn Sie heute von Differdingen mit dem Zug nach Luxemburg Stadt wollen, dann müssen Sie entweder rückwärts fahren nach Pétange und dann müssen Sie über die neue Dippicher Strecke über La Delange in die Stadt kommen. Also Sie müssen sozusagen zurückfahren, um nach vorne weiterzureisen. Nicht unbedingt logisch. Oder Sie müssen von Differdange den Riesenumweg über Esch und Bettembourg fahren. Können Sie auch, ist ein Riesenumweg, auch nicht unbedingt das Praktisch. Deshalb haben wir das zusammen mit der Bahngesellschaft analysiert und wir wollen jetzt ein Gleisdreieck bauen bei der Differdange. Dann können Sie eben direkt mit dem Zug nach Gersching kommen. Das bedeutet, dass Sie zwischen 15 bis 20 Minuten Fahrzeit sparen auf dem Weg. Also 15 bis 20 Minuten auf einer so kurzen Strecke. Allein schon durch ein solches Gleisdreieck mit einer Investition, die ja durchzuführen ist, aber diese Investition ist nicht gigantisch. Dadurch haben sie eine Riesenwirkung für den gesamten Differdinger Raum, also nicht nur Differdange, Niederkorn, diese ganze
ganze Ecke dort bekommt eine zusätzliche fantastische Möglichkeit, diese Fahrten zu optimieren. Und da ja auch der Bahnhof Luxemburg noch ausgebaut wird, dann haben Sie Luxemburg dann auch nicht mehr als Endstation. Dann können Sie von Differdange halt nicht nur in die Stadt fahren, Sie können auch weiter nach Mersch fahren beispielsweise. Also da ergeben sich völlig andere Möglichkeiten, praktisch quer durchs Land zu kommen. Das wird viel besser gehen als heute. Dann ein zweites Großprojekt ist ein Bahnhof, der verlegt wird. Hollerich, Sie wissen, wo dieser Bahnhof ist. Da ist heute eher nur eine Haltestelle für die Züge aus Kleinbettingen. Dieser Bahnhof wird ein wenig vorgezogen, geht dann praktisch in die Nähe der Escherstraße. Dann muss der Bahnhof natürlich neu gebaut werden und in Zukunft werden dort nicht nur Züge halten aus der Richtung Kleinbettingen, sondern auch von der Petinger Strecke. Das heißt, wir haben dann eine zusätzliche Haltestelle und darunter, das wird sich auch noch etwas bilden, das werde ich Ihnen später erklären, wenn wir zur Straßenbahn kommen. Da wird es nämlich eine Straßenbahnhaltestelle unterhalb des Hollericher Bahnhofs geben und dann können Sie dann halt auch bequem umsteigen von Bahn auf Tram. Das heißt, neuer Umsteigeknoten in Hollerich bedeutet auch, dass dadurch der Bahnhof, dass heute die Stadt Luxemburg nicht, ich sag mal, 2,5 Bahnhöfe hat. 3 sind ja jetzt schon vorgesehen, aber es wird ein vierter richtig gehender Umsteigeknoten vorgesehen sein, was natürlich für die Attraktivität dieses Ballungsgebiets eine wichtige Komponente ist. Ein drittes Projekt sieht die Verstärkung der Antenne Diekirch. Das haben wir bei der Pressekonferenz schon ein anderes Mal beschrieben, deshalb werde ich hier nicht näher darauf eingehen. Daneben gibt es ja eine ganze Reihe von Projekten, die auch an anderer Stelle schon mal erklärt worden sind. Aber jedenfalls der Grundsatz, der ist klar, dass bei der Infrastruktur es so sein muss, dass sie nützlich und wirksam eingesetzt werden kann, damit wir mit begrenztem Aufwand eine viel größere Qualität als bisher herbeiführen können. Zum Straßenbahnnetz. Sie kennen das derzeitige Netz. Wir sind ja mittlerweile bei ca. 70.000 Fahrgäste pro Tag, montags bis freitags. Also der Erfolg steht außer Frage. Als ich 2013 angefangen habe, habe ich mich ja erst einsetzen müssen, um die erste Linie durchzuboxen. Heute muss ich mich dafür einsetzen, den Leuten klarzumachen, dass nicht überall hin eine Straßenbahnlinie gebaut werden kann. Also die Vorteile der Tram sind völlig klar. Bis 2035 sind 4 Ausbauphasen vorgesehen. Die erste, das sind die Sie kennen, Klosterneuer und Findel, das wird erstmal fertig gebaut und dann wird es eine weitere Straßenbahnlinie am Norden von Kirchberg, also in der Nähe des RTL-Gebäudes, Boulevard Konrad Adenauer, dann bis zum neuen Park and Ride im Westen der Stadt, kommen wir auch noch darauf zu sprechen. Dann wird es von Parc Bouillon zum neuen Boulevard de Merle eine Verbindung geben über das CHL-Krankenhaus und dann nochmal was entlang dem neuen Stadion und dann noch den Pôle d'échange Hollerich über diese sehr dicht besiedelte Escherstraße, damit man dann auch nach Le Delange kommt. Wenn es dann erstmal fertig ist, dann kommt man nach Esch und Belis. Man kann dann auch dorthin gelangen. Also ist alles extrem ambitioniert, so etwas zu bauen. In den nächsten 13 Jahren, dann ist das schon ein sportliches, aber ein machbares Ziel. Und ich komme nochmal auf das zu sprechen, was ich am Anfang oft genug gesagt hatte. Wir brauchen den Mut und auch nicht nur halbherzig an die Sache herangehen. Wer es nämlich nicht tun, wissen wir ja, wie die Konsequenzen sind bei sowas. Längerfristig käme noch dazu, nach 2035 wäre es dann nach dem Boulevard von Zissingen, dann hat die
Neuavenue dann auch ihre Grenzen. Wenn wir dann nicht wollen, dass das alles im zentralen Netz nicht mehr funktioniert, dann müssen wir zwischen der Place de l'Étoile und der Kirche eine neue Verbindung einrichten. Am Schluss, was dann bleibt, wäre auch noch die Möglichkeit eines Ausbaus außer vom CFL bis nach Marmar, ist allerdings im Augenblick noch die niedrigste Priorität, aber dann käme diese Form des Netzes dabei raus mit einem Straßenbahnnetz, bei dem Sie sich im Klaren darüber sein können, was es ist. Es ist im Grunde genommen ja, ein zusätzliches urbanes Verkehrsmittel, das die beiden großen Ballungsräume im Land auch miteinander verbindet, und zwar zusätzlich zu den Eisenbahnverbindungen, die es ja weiterhin geben wird, zum Bus. Es ist ja die Rede geworden von einem Hochgeschwindigkeitsbussystem. Das war alles etwas unklar und musste verfeinert werden. Wir haben jetzt 200 separate Buslinien, die haben wir in einem RGTS-Netz neu definiert. Die letzte Phase läuft bis diesen Sommer. Da wird das also noch umgesetzt. Dann steht das neue Netz. Ich muss allerdings auch sagen, ich will jetzt hier nicht missverstanden werden, das ist nicht in Stein gemeißelt, es kann immer noch die eine oder andere kleine Anpassung geben, aber jedenfalls das Hauptnetz, das steht soweit, und was jetzt noch immer ein Problem ist für den Bus, ist halt, dass der Bus nur dann attraktiv ist, wenn ich nicht im Stau stehe. Ja, und normalerweise stehe ich im Stau in den Ortschaften, in den Städten, also bei den Zufahrten zu den kleineren und auch innerhalb der größeren Städte. Und deshalb wollen wir eigene Schnellverbindungstrassen schaffen. Es ist nicht ein Superbus, sondern ein privilegierter Korridor, wo diese Buslinien eine Priorität genießen. Das kann man konzentrieren, aber dann wird dann halt auf diesen Straßen, abgesehen von den Bussen, keiner mehr fahren, und das wird eine andere Qualität zur Folge haben für die Leute, die im Bus sitzen, damit sie schneller ihr Ziel erreichen und besser durch die Ballungsräume kommen und auch dann weiterreisen können. Nächster Punkt: Was wird aus dem Fußgänger, das luxemburgische Stiefkind? Ja, es hat sich ja jetzt eine Gesellschaft gegründet, den Luxemburger Verein, der sich für die Fußgänger einsetzt. Und da gibt es noch einiges zu tun. Ja, wir sind ja gerne irgendwo im Urlaub, irgendwo, wo man schön durch die Fußgängerzone schlendern kann, aber das muss ja schließlich auch alles noch machbar und angenehm sein, denn es ist ja auch Quatsch, wenn für jede Strecke von ein paar hundert Metern ein Auto rausgeholt werden muss, wenn ich genauso gut zu Fuß dorthin gehen kann. Deshalb ist es wichtig, dass bei allen Straßenbauprojekten, bei allen neuen Vierteln man immer abklären kann, wie man das Leben für die Fußgänger angenehmer gestalten kann. Und hier sieht man, was wir 2018 eingeführt hatten. Das ist die neue Möglichkeit, um die Lebensqualität des Fußgängers zu verbessern. Das ist das Trottoir traversant, also ein querender Bürgersteig. Da ist der Fußgänger praktisch gleichberechtigt mit dem Auto, und der Fußgänger muss dann auch nicht ständig über Bordsteine rauf und runter oder sonstige Hindernisse bewältigen. Das ist auch heute machbar. Und gestern hatte ich mit Christoph darüber noch gesprochen. Es freut mich, dass viele immer mehr Gemeinden uns den Antrag stellen, das bei uns einzuführen, denn es gibt ja auch Zonen, von denen ich will, dass sie verkehrsberuhigte Zonen werden. Da wird es für die Fußgänger dann halt einfach dann nochmal zum Fahrrad. Ja, das Fahrrad muss das zweite vollwertige Individualverkehrsmittel werden. Und das ergibt sich aus sämtlichen Studien im Ausland, aus allen Studien im Inland. Die einzige Voraussetzung, die ich dazu brauche, aber das ist dann auch die wichtigste, das ist, dass ich eine getrennte Fahrradinfrastruktur habe mit einer Qualität, wo das Fahrrad weder den Fußgänger behindert, noch im Konflikt steht mit dem Auto. Und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir dieses gewaltige Potenzial, das in diesem Verkehrsmittel steckt, nur noch zu nutzen. So kriegen wir dann auch die Leute freiwillig aufs Velo. Also, wir brauchen
für das Fahrrad die gleiche hochwertige Infrastruktur wie ein Pkw oder andere Fahrzeuge. Es leuchtet jedem ein, dass man bei 40% mehr Nachfrage in den Städten keine individuelle Mobilität mit dem Auto bewerkstelligen können, sonst stehen wir alle nur noch miteinander im Stau. Die nächste Folie, das Straßennetz. Das Straßennetz, da haben wir in diesem Dokument einen fundamentalen Paradigmenwechsel eingeläutet, nämlich mit der Einstufung. Das ist jetzt die wichtigste Infrastruktur, die wir heute haben, aber das ist an sich auch nicht das Problem. Es ist ja auch prima, dass wir gute und korrekte Straßen haben, aber das Problem ist ja, dass diese Straßen ausschließlich für Autos reserviert sind und dass die anderen Verkehrsteilnehmer darauf allenfalls geduldet waren. Was habe ich da nicht kämpfen müssen? So ab 2015, als ich auch Schöffe war, da habe ich eine Busspur auf der Escherstraße eingeführt. Davon spricht keiner mehr. Der Bus, der fährt doch am Stau vorbei. Also ich wäre doch sozusagen da aus der Ortschaft gejagt worden. Denn da hat doch jeder als ersten reflektiert, das geht doch nicht, dass dieser Fatzke da hingeht und dem Auto eine Spur wegnimmt, damit der Bus da vorbei kann. Und heute wird das überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, dass der Bus dort Priorität gibt. Also es ist noch nicht hundertprozentig normal, aber immer schon viel besser als war. Das Gleiche gilt für das Fahrrad. Wenn wir heute über Fahrradwege nehmen, die nehme ich auch mal gerne als Beispiel. Ich nehme ja gerne mal Beispiele aus der Vergangenheit, auch um darauf hinzuweisen, wie sich die Mentalitäten ändern. 2006, da gab es auf der Passerelle, der Brücke zwischen dem Bahnhof und der Stadt, da war eine Autospur geschrieben. Da hat mir mein Mobilitätsdirektor gesagt, also hör mal, hat ja einigermaßen geklappt jetzt mit nur noch 2 Spuren für die Autos. Aber wie wäre es denn jetzt, wenn man diese Spur für die Autos nicht mehr öffnet und man würde stattdessen eine Fahrradspur in beiden Richtungen ermöglichen? Gesagt, getan. Das hat dann dazu geführt, dass ich Anspruch auf 4 Auftritte im Fernsehen hatte, also mit einem Geschrei ohne Ende und auch noch auf kommunaler Ebene, verschiedene parlamentarische Anfragen. Also es galt als Skandal, dass ich eine Spur, die ohnehin 2 Jahre lang nicht benutzt worden war, nicht mehr eröffnen wollte, sondern dass ich die den Fahrrädern geben wollte. Also das stelle ich mir unter einer effizienten Nutzung des Verkehrsraums vor. Also wir sind ja, ich mache ja keine Politik gegen das Auto, aber wir müssen halt den Verkehrsraum so nutzen, dass er gleichberechtigt für alle da ist. Diese Klassifikation fonctionnelle, die da ausgearbeitet worden ist, die sehen Sie detailliert in der Broschüre, diese Einstufung der Verkehrswege, aber Sie sehen jetzt mal hier die großen Grundsätze, vor allem was es dann bedeutet für die Ballungsräume. Ausgangspunkt, das sehen Sie hier. Das ist der urbane Raum mit dem Schienennetz. Wie gesagt, Schienennetz gleich Rückgrat, das sind die großen Ströme der Fahrgäste im ÖV. Es ist ja etwas anders, ob ich in einem Stadtkern mit einer Fußgängerzone bin oder ob ich gerade außerhalb einer Ortschaft bin. Ist ja auch etwas anders, ob ich will, dass ein Viertel verkehrsberuhigt wird und eine konsequentere Verkehrsberuhigung ist im Übrigen ein Kernelement der multimodalen Vorgehensweise. Nächstes Bild. Ich habe ja auch schon gesagt, man muss ja weiterhin mit dem Auto von jeder Ortschaft in jede andere Ortschaft gelangen können. Nur, das muss dann eben nicht mehr über Schleichwege laufen, wo der Verkehr dann sehr schädlich ist für die dortigen Anwohner, sondern wo man dann oft auch Umwege in Kauf nehmen muss. Nein, der Verkehr soll in den Ortschaften oder vor allem außerhalb der Ortschaften vorbeiführen über die Hauptstraßen. Warum tun wir das? Weil das eben Raum schafft für andere Dinge. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder einzelne Ort eine Umgehungsstraße halten sollte. Manche bekommen eine.
Hesperange, Kerching bekommt eine, aber es gibt auch oft ganz kleine Maßnahmen, die man auch in der Stadt nutzen könnte. Und das würde eben dazu führen, dass man die Autos von der Straße bekommt und dann über die höherrangigen Verkehrswege führt, um dann einiges zu beruhigen. Wenn wir dann den Durchgangsverkehr sehen, das heißt also ein Verkehr, der eigentlich gar nicht in dem Ort verbleibt, durch den er fährt, wenn wir da die Hauptachsen haben, also das Ganze nicht mehr dann durchgeführt wird, dann können wir den Rest der Straßen innerorts sehr urban betrachten und auch urban nutzen. Und auch da ist die Hauptpriorität nicht mehr das, was man heute sagt, nämlich wie kann denn das Auto am schnellsten über die Straßen durchkommen. Da kann das Auto natürlich noch immer noch überall zu einer Ortschaft kommen, aber Ziel soll immer sein, dass wir in allen Ortschaften auch mit dem Auto überall hinkommen. Aber ich fahre jetzt nicht mehr den schnellsten Weg oder ich muss dann durch verkehrsberuhigte Zonen fahren, wo man mich dann auch tolerieren muss, mit anderen Verkehrsmitteln zusammen akzeptieren muss, aber da kann dann trotzdem der Mensch im Mittelpunkt stehen in seinem Stadtteil, um sich eben dann dort fortzubewegen. Das sind Straßen, die eben hauptsächlich verkehrsberuhigt sein sollen, wo Bus, Fahrrad und Fußgänger eine wesentlich größere Rolle spielen sollen, als das heute der Fall ist. Ja, das Fahrrad ist ja das zweite individuelle Verkehrsmittel. Das hätten wir jedenfalls gerne. Und das heißt, dass man mit dem Fahrrad praktisch direkt aus jeder Haustür rauskommt und dann auch zu jeder anderen Haustür im Land kommt. Hier oben links sieht man im Bild, sieht man vielleicht nicht so gut, ist ein ganz kleines Bild, aber das ist auch etwas, was wir vor kurzem eingeführt haben, nämlich eine sogenannte Fahrradstraße. Das ist eine Straße außerorts, die eben für den großen Verkehr nicht mehr verwendet wird. Das kann man dann ganz anders dann verwenden, so wie man das hier sieht, nämlich dass dann das Fahrrad in zwei Richtungen fahren kann. Das Auto kann da auch noch drüber fahren, aber da muss man natürlich ganz anders sich verhalten. Geschwindigkeitsbegrenzung ist 50. Das heißt also, das haben wir in Holland schon ganz lange, aber das ist, glaube ich, eine gute Alternative, wenn ich jetzt eine Rieseninfrastruktur bauen möchte, wo es auch gar nicht notwendig ist, wenn ich solche Straßen habe, dass ich dann einen solchen Fahrradweg, eine solche Fahrradstraße daraus mache. Und damit habe ich natürlich auch viel und andere Möglichkeiten für das Fahrrad. Naja, wir können natürlich auch dann versuchen, den Bus viel attraktiver zu gestalten. Ich habe ja schon von diesen Busspuren gesprochen, die eingerichtet werden sollen. Das kriegen wir nur hin, wenn wir eben eine neue Klassifikation der Straßen hinbekommen, dass eben der Durchgangsverkehr rausgenommen wird. Der Bus steht dann auch nicht mehr im Stau und kann dann da auch dort fahren, wo man im Auto nicht mehr fahren kann. Sie erinnern sich dran, als wir in Ettelbrück und Dickesch diese Projekte vorgestellt haben, da ging es ja um die Modalfilter, die wir einbauen wollen, die eben dann innerorts für die Verkehrsberuhigung verwendet werden, wo dann das Auto in verschiedenen Zonen, wenn man von A nach B fahren muss, einen Umweg fahren muss, aber Fußgänger, Fahrrad und Bus kommen immer durch, direkt. Das heißt, ich bin dann auch mit dem Bus wesentlich schneller an meinem Ziel, eben durch die entsprechende funktionale Klassifikation. Was heißt das jetzt? Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel dafür. In der Broschüre gibt es Karten für das ganze Land. Da haben wir eine ganze Reihe von Beispielen. Ich darf jetzt hier vielleicht nur Luxemburg herauspicken, die Stadt Luxemburg, weil wir auch hier in diesem Ballungsraum der meiste Verkehr ist. Und das ist eben der Bereich, wo sich sehr viel zusammenballt. Von den Maßnahmen der Stadt haben ja nicht nur die Einwohner im Ballungsgebiet etwas, sondern auch diejenigen, die von überall herkommen, die eben arbeiten wollen in der Stadt Luxemburg oder die irgendwas anderes dann in der Stadt vorhaben. 3 Dutzend Projekte stehen im Dokument drin für die Stadt. Eine Reihe sind schon bekannt, andere sind neu. Und der PMN ist ja auch nicht nur dazu da, die ganz kleinen Projekte vorzustellen, ganz genau, sondern es geht nur einfach sozusagen darum, einen Rahmen anzubieten, um sozusagen die großen Tendenzen zu zeigen, um zu zeigen auch, was noch fehlt. Wir haben eine ganze Reihe von Straßenprojekten in der Stadt, die sieht man hier auch aufgelistet. Zum Beispiel ein neuer Anschluss von der N7 auf die N11. Wo ist das? Also das ist dann Urzestal, 11 ist Echternacher Strecke. Wenn man jetzt von Mersch mit dem Auto zum Beispiel über die N7 kommt, ja, wie muss man dann fahren in den Südwesten der Stadt? Da muss man dann meistens durch die Stadt.
Man will ja gar nicht in die Stadt, sondern man will in den Südwesten. Und da wollen wir eine Möglichkeit schaffen, dass man eben von der N7 rüberkommt auf die N11, auf den Waldhof, auf den im Verteilerkreis, um dann eben über die Autobahn in den Südwesten zu kommen. Das hat natürlich einen enormen Einfluss auf den gesamten Beckener Raum in der Stadt bis nach Walferdorf, wenn wir das eben machen. Da haben wir einen neuen Verteilerring bei Konstanz-Sandweiler. Da haben wir ja vor allem Schwerverkehr. Wir sind ja dabei, ein Logistikzentrum da aufzubauen. Den wollen wir rausholen, den Schwerverkehr aus der Stadt. Dann eben die Umgebung von Alzing und dann der Boulevard de Cessange und Boulevard de Merle. Das sind zwei große Hauptstraßen, Boulevards, die nicht nur für den Verkehr wichtig sind, sondern das sind eben auch Straßen in den Stadtteilen, die sehr stark wachsen werden in der Stadt, und dann ein neuer Anschluss, Route d'Arlon, zum Verteilerkreis A6, also der Westen der Stadt. Da haben wir ja ganz spezifische Probleme. Da geht es nicht nur um Verteilerkreis, sondern da wird ja auch die Tram noch hingelenkt werden. Das heißt, man kommt da eine ganz andere Mobilität im Westen der Stadt hin, wo wir eben auch eine sehr starke Konzentration haben von Industriegebieten, von Luxemburg, von Bartringen, von Straßen, wo man auch sehr viele Arbeitsplätze hat und wo der Verkehr halt derzeit noch katastrophal organisiert. Und dann noch der neue Verteilerkreis West, der ebenfalls auch noch dazugehört. Ja, jetzt haben wir eine neue Folie. Jetzt kommen wir zur Umgehungsstraße dieser Ceinture Suburbaine. Das sind 7 Zonen, die durch die einzelnen Projekte von der Vorfolie eben dann auch tangiert sind. Die werden sehr stark verkehrsberuhigt. Also ich habe ja eine Reihe von Projekten jetzt aufgelistet und da sieht man, wenn man das sieht, da haben wir die gesamten Straßen, also Beggen bis Place d'Argent, dann die Traversée von Esperange, die Route d'Esch, dann die Centre et Traversée de Lille, dann eben auch natürlich den Boulevard Urbain, B4, der umgestaltet wird, die Route de l'Envie, und dann haben wir als 7. noch die Route d'Arlon von Straßen bis zum CAL. Und sogar noch weiter vom CL bis Richtung Stadt mit der Tram, die ja da auch noch hinkommt. Das wird eine ganz neue Entwicklung bekommen. Das macht enorm viel Potenzial frei, um innerorts den Verkehr komplett neu zu gestalten. Also das Entfernen des Durchgangsverkehrs aus der Stadt macht dann eben auch eine urbane Mobilität möglich, die deutlich verbessert. Das ist ja eine der 3 großen Herausforderungen, die ich eingangs beschrieben hatte und die auch im Plan hier sehr detailliert beschrieben werden. Für den öffentlichen Verkehr sind das 16 Projekte, die hier beschrieben werden. Das sind vor allem Tram-Erweiterungen. Nummer 2 zum Beispiel, da sieht man, dass auch in der Stadt hier ein Korridor sozusagen für den Bus mit einem hohen Mehrwert angelegt wird. Und dann haben wir die große Verbindungsachse von der Cloche d'Or bis auf den Findel. Also man sieht, man darf diese Karte jetzt nicht vergleichen mit einer normalen Straßenverkehrskarte, sondern die Karten, die wir hier zeigen, das ist nur der Teil des Straßennetzes, der hier gezeigt wird, der wichtig ist, um das umzusetzen, was ich hier gerade beschrieben habe. Nächste Folie. Weitere Projekte bestehen natürlich die Busse und die Fahrgemeinschaften über die Autobahn. Ich habe ja schon gesagt, dass die Fahrgemeinschaften ja nur dann sinnvoll sind, wenn diejenigen, die das machen, auch einen Vorteil bekommen. Und das sieht man hier in Nummer 14 von Bouillon bis zum neuen Boulevard de Merle. Da wird der Park und Reit auch rüberverlegt zum neuen Pôle d'Échange. Also zusammen mit der Tram wird das dann was ganz anderes als heute. Und auf diesem Boulevard, dann haben wir da mit der Nummer 15, da haben wir einen weiteren Pôle d'Échange mit Park and Ride von den Autos, die aus dem Westen kommen. Die werden dort sozusagen aufgefangen und die können dann da in die Tram umsteigen. Und das Fahrrad braucht natürlich auch seinen Platz überall. Wir haben eine Reihe von Expressstraßen für den Fahrradverkehr. Einerseits von Esch kommt, das ist derzeit in Planung. Die geht bis in den Stadtkern hinein. Da profitieren wir natürlich auch vom Umstand und sagen, ja, wir können jetzt nicht nur in die Cloche d'Or kommen und was den Rest angeht, da muss dann die Stadt irgendwie selber klarkommen. Wir wollen das so planen, dass das eben auch weitergeht. Und da sind wir gerade sehr intensiv in der Planung dabei, um eine Reihe von weiteren Alternativen einzubinden. Dann gibt es auch noch eine entsprechende Achse von Düdlingen über Bettenburg
Das ist sozusagen dann auch die gleiche Tendenz, dass man da von den gleichen Infrastrukturen profitiert, die wir eben auch für Esch, für den Velo-Express machen wollen und für Norden. Dann haben wir eben eine Verbindung bis in die Nordstadt. Das ist ein Projekt, das die N7 betrifft, um da eben auch die Fahrradbewegung mehr in die Stadt einzubinden. Das sind also auch große Verbindungen, große Verkehrsströme, die wir da mit eben einem Schnellverkehrsweg für Fahrräder eben auch mit berücksichtigen wollen. Der nationale Mobilitätsplan, das habe ich ja schon vorhin gesagt, ist kein Endprodukt, sondern ist eine andere Art und Weise, um die Mobilität in Luxemburg zu planen. Und der Regierungsrat hat am 30.03. das dann auch so genehmigt, mit dem Ziel, dass wir jetzt eine Perspektive über 15 Jahre haben, mit dem Ziel aber auch, dass alle 5 Jahre eine Bilanz gezogen wird und dieser Plan dann ständig angepasst werden kann, je nachdem, wie wir eben die Entwicklung im Land verorten. Uns ist wichtig zu sehen, dass diese Broschüre jetzt auch nicht jede einzelne lokale Mobilitätsproblematik darstellen kann. Das ist auch gar nicht der Sinn dieser Broschüre. Hier geht es sozusagen um den großen, überbordenden Rahmen im Bereich Mobilitätsplanung. Die Gemeinden haben natürlich dann für die kleineren, spezifischen Projekte ihre eigene Zuständigkeit. Das sollen sie auch umsetzen. Das ist auch nicht die Aufgabe des nationalen Plans, da sich einzumischen, sondern wir wollen einen nationalen Rahmen setzen, um eine nationale Kohärenz zu bekommen und eben auch die gesamte Mobilität sozusagen umfassend einbinden zu können. Wir werden auch weiter auf dieser Ebene fortarbeiten mit den einzelnen Behörden und vor allem auch mit den Gemeinden, denn die einzelnen Details, die hier vielleicht noch fehlen, also da kann sich die Presse und die Öffentlichkeit sich da sicherlich noch sehr lange mit beschäftigen. Es gibt sehr viele Detailpunkte, die damit hineinspielen, die übrigens jetzt auch schon teilweise mit den Gemeinden geklärt worden sind. Wir hatten zum Beispiel mit Esch uns getroffen, mit der Stadt Luxemburg natürlich, haben wir große Gespräche gehabt. Das sind also die großen Ballungsgebiete, die da betroffen sind. Differdingen auch. Wir waren auch in Ulzig und auch mit der Nordstadt. Gemeinden waren wir natürlich auch zusammengekommen. Und auch diese Arbeit, die wird fortgesetzt. Und jetzt meine letzte Folie noch. Sie kennen mich. Ich bin jemand, der sehr gerne vor Ort aktiv ist. Ich habe jetzt hier ein Programm, das sehen Sie hier, ich glaube 10 Termine sind das, nicht 8, sondern 10, ja genau, habe ich also richtig gezählt. Nächster Montag ist der nächste Termin im Tramshop, da wird es auch eine Livestream-Übertragung geben, das ist sozusagen die erste Veranstaltung, die anderen nicht mehr. Was machen wir in diesen einzelnen Veranstaltungen, in diesen regionalen Veranstaltungen? Wir werden natürlich immer den nationalen Rahmen vorstellen, aber da können wir dann wirklich sozusagen auf die Detailnehmer hinabschreiben über die Karten, die es dann gibt und die dann eben den regionalen Detailbereich gut darstellen, um zu erklären, was wir tun müssen und machen wollen, um dann eben mit den Menschen auch, die davon betroffen sind, in der Region zu diskutieren. Dabei bin ich am Ende meiner Ausführungen angekommen. Recht herzlichen Dank für Ihre Geduld. Ich habe versucht, dieses umfangreiche Dokument so gut wie gut und in aller Kürze vorzustellen. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen hinbekommen habe. Vielen Dank und ich bin jetzt auch gerne bereit, auf Fragen oder Kommentare einzugehen. Voilà. Den nächsten aus 4. Ja, ich sitze jetzt hier an einem anderen Ort. Das blendet ein bisschen das Licht. Ich hoffe, ich kann trotzdem alles sehen. Und j'ai erschlagen. Habe ich alle erschlagen. Keiner traut sich. Ja. Wenn keiner eine Frage stellt, dann stellt sich Ja, wenn keiner eine Frage stellt, dann stelle ich mal eine Frage, die vielleicht jetzt nicht unbedingt zum Thema passt, vielleicht zur politischen Aktualität. Frau Diesprecht ist ja zurückgetreten heute Morgen. Meine Frage, haben Sie denn mit Frau Diesprecht auch darüber gesprochen? Also für dich wollte ich mal... Also vielleicht Folgendes vorweg. Sie können sich vorstellen, dass es für mich nicht einfach war, mich zu konzentrieren auf die Konferenz von heute Mittag. Das ist ja eigentlich mein Lieblingsthema, um das es hier geht. Und da ist ja auch sehr viel Arbeit aufgewendet worden, weil das, was heute passiert ist, das tut mir sehr weh und ich finde es extrem ungerecht. Aber ich kann die Entscheidung der Kollegin nachvollziehen. Ich habe
habe viel über sie nachgedacht, habe auch natürlich mit ihr einen intensiven Kontakt gehabt. Wir haben natürlich über diese Angelegenheit gesprochen und Gaudischbusch ist einfach zur Entscheidung gekommen. Sie sagt, ich will nicht das Opfer eines Verfahrens werden, das ein Verfahren ist, das wir leider noch in Luxemburg haben. Das ist ja auch in der Verfassung fest verankert. Ein Verfahren, das ja verrückterweise in der Verfassungsreform geändert werden soll, weil das Ganze deplatziert ist. Das ist ja einfach nicht mehr machbar, so wie das eigentlich gehandelt werden soll. Aber das hat dazu geführt, dass Karol Dischbusch nicht behandelt worden ist, wie sich das für einen Rechtsstaat gehört. Wenn man einen Verdacht hat, ob das jetzt ein Minister oder irgendeinen Bürger betrifft, wen auch immer, dass man da von einer unabhängigen Justiz beurteilt wird. Und wegen der Verfassung muss man eben durch die entsprechenden Verfassungsregeln gezwungen waren, so zu verfahren, wie wir verfahren haben. Das heißt, wenn die Kolleginnen gehört worden wären, dann hätte man eigentlich das Ganze dem Parlament übergeben müssen. Und jetzt kommt eigentlich der wichtige Aspekt, auch im Zusammenhang mit dem, was ich ja auch immer wieder in den Zeitungen lese. Nicht damit Frau Dischbusch die Immunität weggenommen wird, sondern damit sie angeklagt wird, dass sie sozusagen vor Gericht gezerrt wird. Und dann liegt das Ganze bei einem Gericht. Das heißt, das Thema, das Dossier, das dann mit der gerichtlichen Vertraulichkeit behandelt wird, eben auch mit dem Respekt vor einer unabhängigen Justiz behandelt wird, dass da eine politische Instanz dann dieses Dossier übernimmt und da natürlich sich durchgräbt und dann sagt, ja, Frau Dischbusch, wir finden, sie muss sozusagen vor Gericht gestellt werden. Hier im Dossier gibt es genug Substanz. Also wo führt das hin hier in Luxemburg? Wo sind wir überhaupt? Und deswegen verstehe ich, dass Frau Dischbusch gesagt hat, das tue ich mir nicht an. Ich möchte Transparenz haben. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, hat sie gesagt. Und ich glaube ihr das auch. Ich möchte aber auch gerne Recht behalten, dass das Ganze rechtsstaatlich behandelt wird. Und ich stelle mich natürlich der Justiz und den Verfahren, die da vorliegen. Aber es liegt nicht am Parlament, sozusagen da, sich zum Richter aufzuspielen. Wie gesagt, die Staatsanwaltschaft hatte gar keine andere Wahl, das ist ganz klar. Die Staatsanwaltschaft muss sich an die Verfassung halten. Und die Verfassung sagt leider immer noch, dass nur eine einzige Instanz, nämlich das Parlament, einen Minister anklagen kann. Wir hatten ja diese schon in der Vergangenheit, Sie erinnern sich vielleicht dran, 2012, sogar schon davor noch. Und es wird immer gesagt worden, das muss sich ändern. Und es ist ja jetzt auch geändert worden im Entwurf, aber hier muss das noch angewendet werden. Ich darf auch noch mal daran erinnern, dass im Parlament ja, als die Verfassungsreform dort diskutiert worden ist, das war ja ein Konsens zwischen allen Parteien, praktisch allen. Also eine Partei war es vielleicht nicht, eine kleine Partei, die war nicht dafür. Aber jeder ist der Meinung, dass das Verfahren nicht mehr ins 21. Jahrhundert gehört und dass nur die Justiz als unabhängige Justiz sich darum kümmern kann und das Ganze ermitteln kann. Ein Bürger und auch ein Minister, die müssen sozusagen gleich behandelt werden, die müssen genauso gut vor Gericht gestellt werden können. Da darf es keinen Unterschied geben, aber das darf nicht das Parlament sein. Und deswegen tut mir das sehr leid, aber ich habe Verständnis für Frau Dischbusch und für ihre Entscheidung. Zurück zum Zug. Ja, zurück zum Verkehr. Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann vielen Dank. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dieses Dokument, das ich vorgestellt habe, es bietet viel Stoff zum Nachdenken. Man kann da auch noch viele Details herausnehmen. Wenn es jetzt noch Pressefragen gibt an mich oder an Christoph und sein Team, dann sind wir natürlich stets bereit, da Rede und Antwort zu stehen zu einzelnen Detailaspekten. Noch einmal recht herzlichen Dank.